aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. B wie Burgenbauregal. Bauordnung im Mittelalter? Stell dir vor, du willst dir einfach ein Haus bauen. Aber nicht irgendein Haus, sondern gleich eine Burg mit Graben, Mauern und Wehrgau. Klingt gut. Im Mittelalter konntest du dir damit allerdings ziemlich schnell Ärger einhandeln. Im schlimmsten Fall wurde deine Burg sogar wieder zerstört. Denn Burgen bauen war damals alles andere als eine Privatsache. Wer kennt es nicht? Diese leidigen Behördengänge, Bauantrag, Genehmigung, Vorschriften. Tja, willkommen im Mittelalter. Denn auch damals galt, einfach bauen, wie und wo man will, eher schwierig, vor allem wenn es um Burgen ging. Dafür gab es das sogenannte Burgenbauregal, also das Befestigungsrecht. Es regelte ganz genau, wer überhaupt bauen durfte, wie gebaut werden durfte und vor allem, wie stark eine Befestigung sein durfte. Wer sich nicht daran hielt, riskierte im Zweifel die Schleifung seiner Burganlage. Schauen wir uns also einmal an, was es mit diesem Burgenbauregal wirklich auf sich hat. Was ist das Burgenbauregal? Das sogenannte Burgenbauregal, also das Befestigungsrecht, geht in seinen Ursprüngen bis in das 9. Jahrhundert zurück. Im Fränkischen Reich war der Bau von Burgen zunächst grundsätzlich an die Zustimmung des Königs gebunden. Burgenbau war damit formal eine königliche Angelegenheit. Wer eine Burg errichten wollte, benötigte also eine entsprechende Erlaubnis, da solche Anlagen weit mehr waren als einfache Wohnsitze. Eine Burg stellte im Mittelalter ein zentrales Instrument von Herrschaft dar. Sie diente nicht nur als Wohn- und Rückzugsort, sondern vor allem als militärischer Stützpunkt und zur Kontrolle von Verkehrswegen, Territorien und wirtschaftlichen Ressourcen. Damit ging von jeder neu errichteten Burg auch ein erhebliches Konfliktpotenzial aus, da sie die Machtverhältnisse in einer Region unmittelbar beeinflussen konnte. Aus diesem Grund bestand ein starkes Interesse der Könige, den Burgenbau zu kontrollieren und zu regulieren. Bereits im Jahr 864, im sogenannten Edikt von Pittres unter Karl dem Kahlen, wurde festgelegt, dass ohne königliche Genehmigung errichtete Burgen und Befestigungen wieder zu zerstören seien. Das sehen wir rechts. Solche Regelungen zeigen, dass der Versuch bestand, den Burgenbau zentral zu steuern. In der Praxis ließ sich dieses königliche Kontrollrecht jedoch nur begrenzt durchsetzen, was im weiteren Verlauf des Mittelalters noch deutlich an Bedeutung gewinnen sollte. Und rechts sehen wir eine Burgbaustelle. Die Regeln im Sachsenspiegel. Eine genauere rechtliche Ausformulierung des Befestigungsrechts findet sich im Sachsenspiegel, der zwischen etwa 1220 und 1235 von Eike von Repprow niedergeschrieben wurde. Dieses bedeutende Rechtsbuch des Hochmittelalters enthält konkrete Bestimmungen darüber, wann ein Bau als genehmigungspflichtige Befestigungsanlage galt. Entscheidend war dabei weniger die Nutzung als vielmehr die bauliche Ausführung, insbesondere im Hinblick auf Wehrhaftigkeit und militärische Funktion. Ausdrückliche Erlaubnis eines zuständigen Richters oder Landesherrn war nur eingeschränkte Befestigungen zulässig. So durften Gräben lediglich eine solche Tiefe erreichen, dass die Erde noch mit einem Spaten herausgeworfen werden konnte. Auch Mauern oder Palisaden waren erlaubt, solange ihre Höhe so bemessen war, dass ein Reiter sie noch erreichen konnte. Gebäude durften zwar errichtet werden, jedoch nur in begrenzter Höhe mit niedrigen Eingängen und ohne eindeutigen wehrhaften Elementen. Diese Regelungen zielten darauf ab, einfache Wohn- und Wirtschaftsbauten von militärisch nutzbaren Anlagen klar zu unterscheiden. Und hier sehen wir links: Bauen ohne Erlaubnis, Palisaden, mannshoch der Graben. Und rechts mit Erlaubnis, mehrere Meter tief und natürlich mit Steinen gemauert.
Und hier auch die Erlaubnis, was man mauern durfte. Links die einfache Mauer ohne Wehrgang und rechts die weitaus höhere Mauer, natürlich mit Wehrgang. Und auch was Gebäude betrifft. Links, ein Keller durfte gebaut werden, gemauert maximal bis kniehoch, darüber dann Holz oder Fachwerk. Rechts mit Erlaubnis natürlich wieder der Keller, dann Hocheingang, ein weiterer Eingang vielleicht für das Erdgeschoss, Kellergeschoss und natürlich mehrere Stockwerke hoch. Anders verhielt es sich bei genehmigten Anlagen. Mit entsprechender Erlaubnis konnten deutlich tiefere Gräben, massivere Mauern sowie ausgeprägte Verteidigungselemente wie Wehrgänge, Zinnen und Schießscharten errichtet werden. Erst diese Merkmale machten aus einem einfachen befestigten Hof eine vollwertige Burg. Der Sachsenspiegel zeigt damit deutlich, dass im 13. Jahrhundert nicht jede Befestigung automatisch als Burg galt, sondern dass der Übergang zwischen einfachem Gehöft und militärischer Anlage rechtlich klar definiert war und letztlich von einer Genehmigung abhing. Burgbaustelle zu Friesach bedarf einer Genehmigung. Und auch die Burgbaustelle von Gideon bedürfte einer Genehmigung. Realität gegen Theorie. In der historischen Praxis wich die tatsächliche Entwicklung des Burgenbaus jedoch deutlich von den rechtlichen Vorstellungen ab. Bereits seit dem 10. und verstärkt im 11. und 12. Jahrhundert lässt sich beobachten, dass zahlreiche Burgen ohne erkennbare zentrale Genehmigung errichtet wurden. Die königliche Gewalt war im Heiligen Römischen Reich oftmals nicht stark genug ausgeprägt, um den Burgenbau flächendeckend zu kontrollieren oder zu verhindern. Insbesondere in Zeiten der politischen Instabilität und regionaler Machtverschiebungen nutzten Adlige die Gelegenheit, eigenständige Befestigungen zu errichten. Hier sehen wir den Rhein auf der linken Seite und rechts östlich des Rheins das Gebiet im Frühmittelalter aller bis jetzt nachweisbaren Burgen. Und so sieht es im Frühmittelalter in Bayern aus. Jeder Punkt steht für eine Burg. Archäologische und historische Befunde zeigen für das Hochmittelalter, also etwa zwischen 11. und 13. Jahrhundert, eine regelrechte Zunahme kleiner und mittlerer Adelsburgen. Diese Anlagen entstanden häufig auf Eigenbesitz, dem sogenannten Allot, und spiegeln weniger eine zentral gesteuerte Baupolitik wider, als vielmehr individuelle Herrschaftsinteressen. Die Vielzahl solcher Burgen lässt darauf schließen, dass eine konsequente Durchsetzung des Burgenbauregals in der Fläche kaum stattgefunden hat. Vielmehr war der Burgenbau eng mit den lokalen Machtverhältnissen, wirtschaftlichen Möglichkeiten und militärischen Notwendigkeiten verknüpft. Vor diesem Hintergrund ist das Burgenbauregal weniger als strikt durchgesetztes Gesetz zu verstehen, sondern eher als ein rechtlicher Anspruch bzw. als politisches Instrument. Es wurde insbesondere dann relevant, wenn bestehende Machtverhältnisse herausgefordert wurden oder Konflikte entstanden. In solchen Fällen konnte auf das Befestigungsrecht zurückgegriffen werden, um gegen unerwünschte oder bedrohliche Anlagen vorzugehen. Gleichzeitig sicherten sich die Landesherren häufig zusätzliche Kontrolle durch das sogenannte Öffnungsrecht. Der Burgherr verpflichtete sich dabei, seine Burg im Kriegsfall für den Landesherrn zu öffnen und militärisch nutzbar zu machen. Im Gegenzug erhielt er Schutz, politische Rückendeckung oder wirtschaftliche Vorteile. Damit zeigt sich, der mittelalterliche Burgenbau war weniger durch feste rechtliche Normen als vielmehr durch das Zusammenspiel von Macht, Besitz und gegenseitige Verpflichtungen bestimmt wurde. Wenn Burgen zum Problem wurden. Gefährlich wurde der Bau einer Burg im Mittelalter in der Regel nicht allein durch ihre Errichtung, sondern vor allem durch ihre Nutzung. Insbesondere seit dem 12. und 13. Jahrhundert, als die Zahl der Burgen stark zunahm, gerieten viele Anlagen in den Fokus von Konflikten. Burgen dienten nicht nur der Verteidigung, sondern konnten auch als Ausgangspunkt für Fehden, Überfälle und unter die Kontrolle von Handelswegen genutzt werden. Wurde eine Burg als Bedrohung für die umliegende Region wahrgenommen, etwa durch Raub oder Landfriedensbruch, zog dies häufig Gegenmaßnahmen nach sich. Die rechtliche Grundlage hierfür finden sich unter anderem im Sachsenspiegel des 13. Jahrhunderts. Dort ist festgelegt, dass Burgen, die gegen Landfrieden eingesetzt werden oder Straftätern Zuflucht gewährten, durch richterlichen Beschluss gebrochen werden konnten.
Dieses Brechen oder Schleifen bedeutete die gezielte Zerstörung der Befestigungsanlagen, um ihre militärische Funktion dauerhaft auszuschalten. Solche Maßnahmen wurden nicht nur von königlicher Seite, sondern zunehmend auch von regionalen Herrschaftsträgern oder Städtebünden durchgeführt. Als Beispiel einer Belagerung: Diese Darstellung der Belagerung von Auberton in Frankreich durch Graf Wilhelm II. Vom Hennegau fand um 1340 statt. Dieses Bild wurde jedoch erst etwa 100 Jahre später von Lucette Lydé geschaffen. Jedoch sind hier sehr schöne Details sichtbar. In etwa schmeißen die Verteidiger Hausrat aus der Burg. Schauen Sie links oben ein Krug, dann hier eine Sitzbank, rechts einen Stuhl. Und hier unten fliegt ein Schrank, beziehungsweise eine Truhe auf die Angreifer. Interessant ist auch dieses Ausfalltor, das nach oben geklappt wird. Natürlich auch die Belagerungsgeräte, hier eine Kanone mit 2 Rohren. Oder hier die Armbrüste mit Aufziehvorrichtungen rechts natürlich zum Spannen und rechts unten sogar abgeworfen. Eine einmal rechtmäßig geschleifte Burg durfte in der Regel nicht ohne erneute Genehmigung wieder aufgebaut werden. Damit stellte die Schleifung eine dauerhafte Sanktion dar, die sowohl rechtliche als auch machtpolitische Bedeutung hatte. Sie diente nicht nur der Bestrafung eines Burgherrn, sondern auch der Wiederherstellung von Ordnung und Kontrolle in einer Region. Im Ergebnis zeigt sich, dass Burgen im Mittelalter immer dann zum Problem wurden, wenn sie aktiv in bestehende Machtverhältnisse eingriffen und dass ihre Zerstörung ein zentrales Mittel zur Konfliktlösung darstellte. Burgen, die auf königlichen Befehl zerstört wurden. Rudolf I. von Habsburg wurde 1273 während des Interregnum zum König gewählt, einer Zeit ohne starke Zentralgewalt und voller Unruhe. Er stellte die Ordnung wieder her, indem er konsequent gegen Raubritter und andere Unruhestifter vorging, besonders entlang des Rheins, wo er auch Burgen zerstören ließ, die als Stützpunkt für Überfälle dienten. Dadurch festigte er die königliche Autorität und stabilisierte das Reich nachhaltig. Burg Reichenstein am Rhein. Die Burg Reichenstein, auch Falkenburg genannt, wurde 1213 erstmals urkundlich erwähnt und lag strategisch wichtig am Mittelrhein. Berühmt wurde sie jedoch vor allem durch ihre Zerstörung. Im Jahr 1282 ließ König Rudolf I. von Habsburg die Burg belagern, erobern und gezielt zerstören, da sie als Sitz von Raubrittern galt und den Landfrieden gefährdete. Besonders entscheidend war das anschließende Wiederaufbauverbot, das die königliche Macht demonstrierte. Die Burg Reichenstein zeigt exemplarisch das königliche Bauregal. Erst wenige Jahrzehnte später wurde die Anlage, mit Zustimmung des Königs, dennoch neu errichtet und blieb bis in die Neuzeit bestehen, ehe sie verfiel und im 19. Jahrhundert im Zuge der Rheinromantik wieder aufgebaut wurde. Damit veranschaulicht Burg Reichenstein den mittelalterlichen Machtanspruch des Königs gegenüber dem Adel. Ein Rekonstruktionsversuch der Burg Reichenstein im Mittelalter. Und hier sehen wir auf diesem Stich rein rechts und links oben die Ruine der Burg Reichenstein. Und so präsentiert sich die Burg Reichenstein heute. Burg Soneck am Rhein. Die Burg Soneck wurde 1271 erstmals erwähnt und stand wie die benachbarte Reichenstein unter dem Einfluss der Herren von Hohenfels. Ihre historische Bedeutung liegt vor allem in ihrer Zerstörung. Im Jahr 1282 ließ Rudolf I. von Habsburg die Burg belagern, einnehmen und vollständig zerstören, da sie als Stützpunkt von Raubrittern den Landfrieden gefährdete. Anschließend verhängte er ein striktes Wiederaufbauverbot, das er 1290 nochmals bestätigte. Ein klares Beispiel königlicher Kontrolle im Sinne des Burgenbauregals. Erst 1349 wurde dieses Verbot aufgehoben und der Wiederaufbau unter kurmainzischer Herrschaft erlaubt. Damit zeigt sich deutlich, dass der Bau von Burgen im Mittelalter nicht allein dem Adel überlassen war, sondern von der Zustimmung des Königs abhing. Später wurde Soneck zu Garnberg, verfiel erneut und wurde 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg endgültig zerstört.
Heute präsentiert sie sich als romantisierende Rekonstruktion des 19. Jahrhunderts und veranschaulicht eindrucksvoll den königlichen Einfluss auf Bau und Wiederaufbau von Burgen. Hier der Rekonstruktionsversuch der Burg Soneck im Mittelalter. Die romantische Ruine im 19. Jahrhundert und wie sich Burg Soneck heute präsentiert. Schlusswort. Das Burgenbauregal erscheint auf den ersten Blick wie eine mittelalterliche Bauordnung. Tatsächlich ging es jedoch um weit mehr als nur um Vorschriften für Gräben, Mauern und Türme. Im Kern handelt es sich um ein Instrument zur Kontrolle von Macht im Raum. Denn jede Burg bedeutete Einfluss, die Sicherung von Herrschaft und die Möglichkeit, militärische Gewalt auszuüben oder zumindest anzuordnen. Die Beispiele zeigen deutlich, dass nicht allein die Genehmigung über den Bestand einer Burg entschied. Vielmehr war ausschlaggebend, ob eine Anlage in die bestehenden Machtverhältnisse passte oder diese in Frage stellte. Selbst königliche Burgen konnten zerstört werden, wenn sie als Bedrohung wahrgenommen wurden. Damit wird deutlich: Der Bau einer Burg war im Mittelalter weniger eine rein rechtliche oder technische Frage, sondern vor allem Ausdruck politischer und sozialer Ordnung. Oder anders gesagt, eine Burg zu errichten bedeutete immer auch, einen Anspruch auf Macht zu erheben. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.